Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Taktikfuchs. Leute, diesmal zum ersten Champions League Spiel gegen Dynamo Zagreb. Kleiner Hinweis, bevor wir reingehen. Ich habe ein Tippspiel bei Kicktipp zur Champions League auch aufgemacht mit denselben Preisen am Ende der Champions League Saison. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ansonsten einfach bei Kicktipp redmonig_cl. Ich werde es aber hier noch mal in den Community-Tab hauen und auf den Discord-Server. Also wer Bock hat, die Champions League mitzutippen, ist ja dieses Jahr vielleicht ein bisschen interessanter, weil man mehrere Gegner hat und so weiter. Kann dies sehr gerne tun. Ja, und ansonsten wie immer, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, lasst gerne einen Daumen da und abonniert den Kanal. Damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier tue. Und damit gehen wir rein in die Aufstellung, wie ich sie sehe, für das Champions League Spiel gegen Dynamo Zagreb. Zacha Boué hat sich ja mal wieder verletzt, fällt mehrere Wochen aus. Also Rechtsverteidiger Posi, entweder Josua, King, Kimmich, Conny Leimer oder vielleicht sehen wir endlich mal einen Aznu, dass er jetzt die Chance bekommt, oder wir sind in Dreierkette. Wilde Fragen, viele Fragen, wenig Antworten. Fangen wir mal an, wie ich aufstellen würde. Manuel Neuer im Tor, Harry Kane im Sturm. Ich denke, absolute No-Brainer, absolut beide auch außer Frage. Ja, damit können wir schon mal d'accord gehen. Gut, für mich ansonsten absolute No-Brainer aufgrund der letzten Leistung. Musiala hinter Kane und auch ein Serge auf der rechten Seite. Ja. Für mich No-Brainer. Dazu würde ich Olise bringen. Oder nennen wir ihn Michael, dann machen wir am wenigsten Fehler. Aber wie ich gelernt habe, heißt es Olise. Würde ich einfach mal nach links stellen. Ich denke, das ist variabel, der ganze Bums. Ja, ob ein Gnabry rechts, links, das sollte variabel sein, dass die auch mal die Seiten wechseln und den Gegner dadurch ein bisschen verwirren. Musiala, ja, für 10 tue ich mich immer schwer. Vielleicht so eine tiefe 10. Ja. Oder eine sehr offensive 8. Da sehe ich ihn am stärksten und natürlich kann er auch über die Halbposition kommen. Das sollte klar sein, denke ich. Gut, das sind die einfachen Sachen, würde ich sagen. Alternativen haben wir natürlich ohne Ende auf den Außen. Wir haben King, wir haben Sané, wir haben Tell, obwohl ein Tell würde ich gerade erstmal außen vor lassen. Aber ich trage sie mal ein mit einem Sané und einem King. Wobei ich gar nicht weiß, wer auf welcher Seite. Das ist ja auch immer so eine Sache. Das kannst du ja auch halten wie ein Dachdecker. Ne? Für Musiala können wir natürlich auch einen Müller eintragen, obwohl Müller im letzten Spiel enttäuschend war. Für den Harry Kane können wir auch einen Mathys Tel mal eintragen. Tell würde es vielleicht auch mal gut tun, wenn er einfach mal vorne drin ein paar Minuten kriegen würde. Vielleicht passiert das ja, wir werden es sehen. Ja, defensive Mittelfeld. Meiner Meinung nach, ja, gehört da auf jeden Fall ein Palhinha wieder hin. Einfach, ich denke, man hat gesehen, dass ihm noch ein bisschen Spielpraxis fehlt. Und damit werde ich das auch schon mal lüften. Für mich kommt ein Pavlo daneben. Und damit seht ihr schon, dass bei mir King Kimmich als Rechtsverteidiger spielt. Ja. Weil um Kimmich drumherum kommen wir aktuell nicht mit seinen Leistungen. Ja. Ich mache das hier mal als Doppel-6, aber natürlich ist Palhinha eher der Sechser und Pavlovic eher der Achter. Dann müsste ich es aber alles hier so ein bisschen verschieben. Dann müsste ich es so machen. Auch. Viererkette. Ja. Muss Kimmich halt mal ein bisschen mehr den Rechtsverteidiger geben, anstatt immer sich ins Mittelfeld reinzuschieben. Und wenn das passiert, muss ich halt einen Gnabry mehr fallen lassen. Oder es müsste auch mal ein paar Linien ausweichen. Aber ich denke, Kimmich spielt in der Nationalmannschaft Rechtsverteidiger. Dann sollte er auch bei uns Rechtsverteidiger spielen können, ohne dass es irgendwelche großen Probleme gibt. Ja. Ansonsten, für mich, ich werde nicht müde, es weiterhin zu sagen, gehört ein
Airbag Dyer dahin und nicht in Min Jae Kim. Neben Airbag natürlich ein Upamecano. Auch außer Frage. Ist für mich auf jeden Fall der ein bisschen stabiler ist. Und Dings, ja, für mich ein Guerrero, wenn man es ein bisschen offensiver haben möchte oder ein Guerrero nicht gut drauf ist. Für mich ein Aznu, erster Kandidat, genauso wie jetzt auf der Rechtsverteidiger-Posi für einen Josh. Ja. Ansonsten für einen Upamecano können wir natürlich auch einen Min Jae eintragen, wenn irgendwie was ist. Aber ein Eric Dyer sollte für mich gesetzt sein. Alternative können wir natürlich hier in Leon eintragen. Wir können natürlich als Rechtsverteidiger als Alternative auch einen Conny Leimer eintragen, den ich persönlich da so gar nicht sehe. Sag ich euch, wie es ist. Super enttäuschend. Rechtsverteidiger, letzte Saison schon, hat sich super schwer getan, gerade in der Defensive. Nach vorne hin, ja klar, das kann er, gar keine Frage, aber in der Defensive Katastrophe. Ja, von daher für mich nicht wirklich eine Alternative in Conny Leimer als Rechtsverteidiger. Und wir haben in Josua Kimmich, der das bei uns jetzt schon gespielt hat und auch wenn er es halb mehr als Mittelfeldspieler mitinterpretiert hat, der es in der Nationalmannschaft spielt. Also muss man da gar nicht rumhampeln. Entweder spielt er an Kimmich. So, möchte man Kimmich unbedingt im Mittelfeld haben, dann spielt er an Adam Aznu und fertig. Ja, über mehr müssen wir nicht diskutieren, denke ich. Ja, das wäre meine Aufstellung. Ja, wir haben die ganze Zeit jetzt Viererkette gespielt, die dann zu einer Dreierkette im Aufbau wird und so weiter. Von daher würde ich da jetzt gar nicht groß was rumhampeln, solange ein Stunny und Ito nicht fit sind. Denke ich, ist eine Dreierkette nicht wirklich sinnvoll. Von daher würde ich auf die Verletzung von Boué halt so reagieren mit einem Kimmich hinten rechts. Oder halt ein Adam Aznu und dann kann Kimmich auch im Mittelfeld spielen. Aber da sehe ich gerade nicht wirklich eine Notwendigkeit. Palhinha ist defensiv ein No-Brainer. Ich denke, Pavlovic ist der bessere Aufbauspieler, auch im Gegensatz zu Kimmich in der Zentrale. Von daher, alles gut. Und wie ihr seht, ja, wir haben eigentlich jede Position doppelt besetzt. Mal abgesehen von Palhinha, wo du aber auch, keine Ahnung, kannst du Leon da hinstellen, kannst du Kimmich da hinstellen, kannst du auch einen Conny da eintragen, kannst du machen, wie du lustig bist. Ja, Alternativen sind genug da und da haben wir noch nicht mal jetzt irgendwie noch einen Iran Kunda hier mit reingenommen, der vielleicht oder den einen oder anderen jungen Spieler. Wir werden sehen. Ja, das wäre auf jeden Fall meine Aufstellung. Wie gesagt, ich würde erstmal bei der Viererkette bleiben, dass sich das mal ein bisschen eingeruft. Allerdings wäre bei mir ein Airbag klar gesetzt. Wird natürlich nicht passieren. Wir werden wieder Min Jae und Upamecano sehen. Bin ich mir 100% sicher. Ich gehe aber davon aus, dass ein Kimmich auch Rechtsverteidiger spielt, ein Guerrero Linksverteidiger. Ein Fonzie Davis habe ich hier nicht eingetragen. Fühle ich halt nicht. Dann wird es interessant zu sehen sein, ob wir vielleicht sogar nur mit einem Sechser spielen. Ja, dann könnte es ein Pavlo sein oder ein Palhinha. Und vielleicht sehen wir dann Musiala und Müller hier vorne. Oder wir sehen noch ein Sané zusätzlich zum Gnabry und Ulis und ein Harry Kane. Wir werden sehen, ich bin sehr gespannt. Möglichkeiten haben wir wie immer, wie Sand am Meer und gerade vorne, das sollte variabel sein. Ja, das bin ich aber auch nicht müde, das immer wieder zu erwähnen. Gerade ein Harry Kane, der bewegt sich hier in den sämtlichen Räumen. Und ein Ulis und ein Gnabry sollten auch super variabel sein können und Musiala und da sind wir super variabel aufgestellt, solange alle Räume trotzdem dann besetzt sind. Habe ich da gar kein Problem mit, auch nicht, wenn Kimmich einen Rechtsverteidiger gibt. Und wir dann sagen, keine Ahnung, wir bauen mit einer Dreierkette auf, dann kann sich auch ein Palhinha fallen lassen. Traue ich das mit dem Upa und Min Jae zu, dass das so klappt? Nee, ich denke, da müsste schon Erik da sein als erfahrener alter Haudegen. Naja, wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt, wie die Aufstellung sein wird und wie es taktisch aussehen wird. Ich glaube, es wird am Ende nicht Wurst oder egal, aber am Ende des Tages, Leute, ist das Dynamo Zagreb. Natürlich sollte man Gegner nicht unterschätzen. Wir spielen Champions League, alles ist gut. Wir müssen den Flow einfach weiter mitnehmen, nach dem Kiel-Spiel und den Spielen davor. Wir sind auf einem guten Weg und ich hoffe, wir nehmen den Flow mit und es wird ein bisschen durchrotiert. Der eine oder andere hat sich nicht wirklich zeigen können.
Ja, so Müller hat, weiß ich nicht, dass das eine Berechtigung war, in der Startelf zu stehen. Den einzigen, wo ich das sehen würde, wäre Michael. Pavlovic haben wir gar nicht gesehen. Gehe ich davon aus, daher anfangen. Da wird die Frage sein, spielt er mit Palinja oder ohne. Und den Rest, ja, der stellt sich erstmal selber auf. Aber wer weiß, vielleicht überrascht uns in Kompanie und ja, wechselt mal komplett durch, lässt einen Gnabry draußen, lässt vielleicht auch mal ein Heavy draußen, wie auch immer. Ich bin sehr gespannt. Lassen wir uns überraschen. Ich freue mich auf die PK irgendwann im Laufe des Tages und ja, wir sehen uns, wenn ihr Bock habt, 18 Uhr live auf YouTube oder Twitch. Ja? Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und wie immer an dieser Stelle vielen lieben Dank für euren Support. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.